Grüezi miteinander, herzlich willkommen live aus Davos vom Eidgenössischen Jodlerfest. In den nächsten 2 Stunden übertragen wir Ihnen hier auf SRF 1 den Festumzug, der gleichzeitig auch der Abschluss von einem genialen 4-tägigen Fest ist. Und mit mir kommentieren tut mein Moderationskollege von der SRF Musikwelle, der Semi Studer. Semi, schön bist du da. Hast du dich extra für uns in die Tracht geworfen? Ja, extra, ja. Also, wobei ich muss sagen, nebst dem, dass ich hier am Jodufest für die SRF Musikwelle im Einsatz war, hatte ich auch noch Jodu-Auftritte. Ich bin Mitglied vom Jodu-Chörli Lehn, seit ich 15 bin. Und das ist die Tracht vom Jodu-Chörli Lehn Ästlis Matt, eine historische Entlebucher Tracht. Du hast in dem Fall nicht nur moderiert, sondern auch Auftritte gehabt. Sind sie gut rausgekommen? Ja, ich bin zufrieden. 3-mal bin ich auf der Bühne gestanden vor der Jury und es ist gut rausgekommen. 3 mal 1. Ja, es hat gelangt. Herzliche Gratulation. Der Umzug der ist vor einer Viertelstunde gestartet. Er wird in wenigen Minuten mit der Spitze hier bei uns eintreffen. Und bis dahin lassen wir noch ein paar Augenblicke der Jodlergruppe Titlis aus Engelberg zu. Kommt zu mir, wenn die Jäuze singen und im Frieden zusammenstehen. Zeit mit Freunden so zu verbringen, ist das Schönste, was kannst haben. Es stimmt ein frohes Macht, ein Blut und ist fürs Herz und Seele gut. Komm zu mir, ich lad dich hin. Die Jodlergruppe Titlis mit dem Titel «Kommt zu mir», komponiert von Franz Stadelmann. Die Spitze vom Umzug die macht die Musikgesellschaft Davos. Die ist allerdings im Moment noch in der Kurve. Wir sehen es schon von weitem her kommen und in wenigen Augenblicken sehen wir es dann auch im Kamerabild. Voraus da läuft die Zentralfahne vom Eidgenössischen Jodu-Verband. Das ist so ein bisschen ein Höhepunkt für einen Festort wie es hier Davos. Sie haben heute Vormittag am grossen Festtag die Zentralfahne in Empfang nehmen. Das ist so ein bisschen das Zeichen. Jetzt gehört die Fahne wirklich für die nächsten 3 Jahre da auf Davos. Das letzte Fest, Interlaken, hat es da die Fahne auf Davos gebrungen. Die Fahne ist in dem Fall wenn ein Schatz aufbewahrt worden und geschützt worden, damit man die dann sicher auch wieder auf Davos bringen kann. Ich habe gemeint, du würdest sagen, einen Wanderpokal, weil sie auch fast ein bisschen treffen. Ja, das ist es so. Und natürlich ist es auch für einen Fähnrich etwas ganz Besonderes. Das ist ein neuer Verbandsfähnrich jetzt eingesetzt worden.
Und zwar ist das da in Davos der Paul Meisser, der neue Verbandsfähnrich. Der alte Fähnrich von Interlaken, der Ernst Zurbuchen, hat die Fahne hier auf Davos überbrungen. Neben der Fahne sehen wir auch Karin Niederberger, Zentralpräsidentin, die ja eine Bündnerin ist. Und sie ist offenbar schon in voller Fahrt mit der Laola-Welle und dem Winken. Sie war ja in diesem Fest sehr intensiv unterwegs gewesen. Wir haben sie einmal gesehen mit einem E-Bike hier durch Davos cruisen und von Festort zu Festort fahren. Also Karin Niederberger sicher auch froh, wenn sie dann das traumhafte Wochenende gut überstanden hat. Ja, das war ein ganz lustiges Bild. Karin Niederberger auf dem E-Bike oben. Die Achte hat sich ein bisschen blitzen, dass es gegangen ist und sie nicht irgendwie eingehängt hat. Übrigens, das Velo, was sie macht, das ist ganz interessant. Heute Morgen am Festtag. Der Festtag war ja in der Eishalle in Davos, also der HCD spielt. Da haben sich alle die Jodlerinnen und Jodler getroffen. Rund 5500 Leute waren mit dabei im Festtakt. Und es hat für Karin Niederberger, die ja Bündnerin ist, eine Laola-Welle gegeben. Sie wollten schier nicht mehr hören. Sie war sehr emotional. Für Karin Niederberger natürlich selber. Sie ist ja auch ein bisschen schuld, dass das eidgenössische Jodelfest das erste Mal überhaupt hier in Kanton Graubünden gekommen ist. Und wenn ich das richtig sehe, hinter den Fahnen vom Eidgenössischen Verband kommen dann die regionalen Fahnen der Unterverbände. Ist das richtig? Genau, das sind die Fahnen der Unterverbände. Und das ist natürlich auch immer, die Fahne ist immer im Besitz von dem Ort, wo das letzte Unterverbands-Jodelfest war. Da sehen wir den Bernisch-Kantonalen Jodelverband voraus. Das ist ja der grösste und auch älteste Unterverband. Hinten dort sehe ich die Zentralschweizer Fahne, wo im Moment das Reiden sozusagen daheim ist. Und hinten kommen dann die anderen. Es gibt noch den Westschweizer Jodelverband, den Nordwestschweizer Jodelverband und den Nordostschweizerische Jodelverband, da wo wir jetzt gerade im Moment sind. Ist ja überhaupt eindrücklich, die Dimensionen, die das Fest hier in Davos hatte. Es sind über 100'000 Festbesucher erwartet worden. 10'000 Aktive. Und so wie es heute den Eindruck gemacht hat, im Morgen ist wirklich ein grosser Teil von den Aktiven in der Tracht auch noch geblieben. Zum einerseits natürlich die Wertung bekommen und andererseits auch noch den Umzug geniessen. Genau, also einerseits ist man da immer sehr gespannt auf die Klassierung. Man tritt ja vor einer Jury und da wird man bewertet und man erfährt eben erst am Sonntagvormittag um 11 Uhr, was für eine Note das man bekommen hat. Es gibt ein 1, ein 2, ein 3 oder ein 4, das 1 ist das Beste. Und in dieser Klassierungsliste, die verkauft wird, da sieht man eben die Noten. Da haben wir jetzt den neuen Verbandsfähnrich und Karin Niederberger. Wie wir sie kennen, sie ist einfach ein super Aushängeschild für einen eidgenössischen Jodelverband. Ich glaube, etwas besser könnte man sich nicht vorstellen. Sie macht das mit so einer Natürlichkeit und Herzlichkeit einzigartig, finde ich. Und total volksnah. Sie hat aber auch noch Einsatz gehabt. Sie ist ja gleichzeitig auch noch Dirigentin von 2 Chören und mit ihrer Familienformation gerade auch noch am Fest dran gewesen. Genau, sie ist mit der Chör auf der Bühne gestanden als Dirigentin und mit der Familie. Bei der Familie ist es so, das hat als Nachwuchsformation gegolten und da wird keine Noten abgegeben. Da bekommt man einfach einen schriftlichen Bericht, die Nachwuchsformationen. Und trotzdem hat es aber immerhin 29 Jodel-Nachwuchsgruppen gehabt, die an dem Fest auftreten sind. Also auch der Nachwuchs hat das Fest sicher geniessen und sich da vor einem Publikum vorstellen. Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis für die Kleinen und Kleinsten, auch dürfen wie die Grossen vor der Jury stehen. Sammy, du hast auch schon sehr früh angefangen zu singen, jodeln. Magst du dich noch an deinen ersten Festbesuch erinnern? Ja, der erste Festbesuch, nein, da mag ich mich nicht mal erinnern, weil ich bin als Kind immer ein bisschen mitgenommen worden von meinen Eltern. Sie sind auch aktive Jodlerinnen und Jodler, meine Mami und meine Babi. Aber das erste aktive 1996 mit dem Chor in Sempach, das Zentralschweizerische. Und das erste Mal im Duett bin ich auftreten im Jahr 2000 mit meiner Mutter Anneliese im Duett. Und da die Tracht, die wir jetzt sehen, die Blau, das ist eine Eigenkreation fürs Fest. Interpretiere ich das richtig? Ja, das ist es, wo man sagt, das OK vom Jodelfest, das sehr viel geschafft hat jetzt in der letzten Zeit für das grosse Fest in Davos. Und sie haben sozusagen als Erkennungszeichen, dass sie zum OK gehören, das OK Chile extra für sich anfertigen. Frohe Gesichter, sicher alle froh über das gelungene Fest, 4 Tage lang reibungslos funktioniert. Und jetzt geht es los mit der Musik. Es ist nicht eine Jodelformation, die vorausläuft, sondern die Lokalmatadoren. Ja, es ist die Musikgesellschaft Davos und das passt da wirklich hervorragend eigentlich zum Auftakt von so einem
Festumzug und die Verbände die arbeiten ja auch sehr gut zusammen. Also der Blasmusikverband mit dem Jodelverband und die anderen Brauchtumsverbände, die es gibt in der Schweiz. Und ich würde sagen, wir hören schnell ein bisschen zu, der Musikgesellschaft Davos. Du, Sammy, ich glaube, ich habe hier noch einen Steinbock gesehen. Ja, das ist ein Steinbock. Du kannst Bündner, habe ich gar nicht gewusst. 4 Meter gross ist der, eindrücklich. Und natürlich das Wappentier vom Kanton Graubünden. Der extra für den heutigen Umzug gebaute Holzsteinbock. Und offenbar sieht der Steinbock nicht nur gut aus, sondern sie haben auch schon Ehrungsfest auf dem Wagen oben. Graubünden ist ja flächenmässig der waldreichste Kanton der Schweiz. Ein Drittel der Fläche des Kantons ist mit Wald bestockt und entsprechend wichtig. Da wird man natürlich auch die Holzwirtschaft unterstützen und ist stolz, wenn man dann auch so einen riesigen Steinbock durch Davos durchziehen kann. Holzkanton der Schweiz, sagt man auch. Holzkanton der Schweiz. Nicht Holzköpfe, aber Holzkanton. Heuland, jetzt kommt Post. Flüela-Post. Fühlela Post und da haben wir ganz hochkarätige Gäste auf dieser Kutsche. Ja, zu so einem eidgenössischen Fest gehören natürlich auch Ehrengäste und die sitzen da auf dieser Kutsche oben. Ich sehe schon von weitem, da ist der wunderbare Kutscher, ein herrliches Bild, der Posthorn auch. Und drauf auf dieser Kutsche ist auch der Bundesrat Alain Berset, der heute Morgen die Festansprache hatte im Festtakt. Da sehen wir ihn winken. Er hat gesagt, das Jodelfest ist so etwas Wunderbares, gerade in dieser Zeit, wo das Internet doch immer wichtiger wird. Man sollte viel mehr jodeln statt googeln, hat er heute Morgen gesagt. Und unter ihm gesessen auf dieser Kutsche ist auch noch der OK-Präsident Tarcisius Gavietzel. Er ist auch noch Landamme von Davos. Und er hat gesagt, das Jodelfest sei also der grösste Anlass, der je in Davos durchgeführt worden ist. Ja, ich glaube es auch so. Auch wenn Davos natürlich fest erprobt ist und sehr viel Gästebett hat, das wird ja auch da dargestellt als Tourismusdestination Davos. Es ist natürlich hervorragend, wenn man so einen Ort das Fest durchführen kann. Ist noch interessant, ja, die letzten Jodelfeste haben so ein bisschen in Tourismusort stattgefunden. Zuerst Luzern 2008, nachher der Interlaken und jetzt haben wir Davos. Und da sind die Schneebälle mitten im Sommer bei traumhaftem Wetter geschossen worden. Da muss man auch sagen, das Wetter hat zum Glück noch gehört, dass alles gut gegangen ist an dem Wochenende. Am Freitagabend hat es geregnet und jetzt haben wir zum Glück gestern schon schön gehabt, heute immer noch schön. Und dass die Kinder die genießen sicher auch besonders die Amler Bergspatzen aus dem Kanton St. Gallen von Amden hoch über dem Wallensee. Sie singen eine Gemeinde mit 1700 Einwohnern und trotzdem schon ein riesiger Jodelnachwuchs. Und jetzt müssen wir aufpassen. Da kommen die Kampfkühe. Die Ehringer Kühe kommen da, genau. Die machen Werbung für nächstes Jahr. Es ist ja so, nach den eidgenössischen Festen finden wieder die Unterverbandsfeste statt, wo man sich qualifizieren kann, schon für das nächste eidgenössische, das in 3 Jahren ist, das Brig. Und eines von denen, das nächster ist, von diesen Unterverbandsfesten, ist das Westschweizer Jodelfest Saas-Fee. Und der Jodelclub Gletscherrecho Saas-Fee macht da zusammen mit dem Jodelclub Antrona aus Saas-Almagell und Grubenalp Saas-Balen beste Werbung für das Fest im Saastal. Auch im kulinarischen Sinn, wie wir hier sehen. Und da ist dann das Wallis nachgebaut. Da haben wir ein Modell, wunderbar, die Bilder. Stationsweg zu dieser Kirche und hinten an die Jodelclub, die ein Walliser Jodellied singen. Hören wir doch schnell zu. Gerne. «Frinde Welver sie» heisst das Lied, das sie da gesungen haben. Die Walliser Komposition vom Walliser Komponist Ewald Mutter. Muss man vielleicht gar noch sagen, du als Entli-Bucher, wird denn da manchmal auch zum Beispiel jetzt gerade Walliser Literatur gesungen als aktiver Jodler?
Es ist schon so, dass eigentlich Lieder aus der ganzen Schweiz gesungen werden. Also wir als Entlebucher singen manchmal auch Kompositionen von Schweizer Komponisten, Willy Valotti oder Dolph Mettler. Aber gerade die Walliser Lieder sind natürlich schon sehr auf das Wallis gemünzt, haben auch den speziellen Dialekt, den man manchmal fast nicht anpassen kann in einen anderen Dialekt. Und darum werden diese Lieder manchmal in den anderen Regionen nicht so viel gesungen. Also wir haben zum Beispiel kein Walliser Lied im Repertoire. Wobei ich muss sagen, so wie jetzt du den Titel vorher abgesagt hast, ist das eher gut gegangen. Hättest du fast, wenn ein Walliser tönt, hier noch Flaggen aus der Westschweiz. Genau, alle Westschweizer Kantonsfahnen, die hier geschwungen werden. Von den Fahnenschwingern, ein Bild, das wir sicher noch ein paar Mal werden sehen im Verlauf dieses Umzugs. Es ist also ein bisschen Paradedisziplin der Fahnenschwinger, der Umzug. Ein bisschen ernster geht es dazu beim Wettkampf. Und jetzt wird laut da im Hintergrund, höre ich ganz viel. Allerdings, das tönt jetzt gar nicht nach Jodeln. Heula, hat sich da noch irgendein Töff-Gang auf Davos verirrt? Ja, das ist die Jodler-Gang vom Eidgenössischen Jodlerverband, so nennen sie sich. Das sind Jodlerinnen und Jodler, oder ich glaube, ich sehe nur Jodler im Moment. Nein, da sehe ich auch Jodlerinnen. Genau, schon ein paar auch noch Jodlerinnen. Einfach, die noch ein anderes Hobby haben, nebst dem Jodeln, nämlich Töfffahren. Und mit ihren schweren Geschützen sind sie da mit dabei. Sie sind entstanden am Westschweizer Jodelfest Glafeien, haben sie das erste Mal dargeboten, die Umzugsnummern. Und sie sind so gut angekommen, dass sie das Jahr gefunden haben. Machen wir doch gerade noch einmal am Eidgenössischen. Und jetzt sind es genau unter uns, unsere Moderationskabine, die vibriert fast unter dem Sound von diesen schweren Töpfen. Ich muss sagen, so schlecht machen sie sich gerne nicht in der Tracht auf diesen Maschinen oben. Sieht gut aus und für einen ist Helmtragepflicht nicht unbedingt nötig. Sie Schauen wir fahren jetzt ja mal nicht so schnell. grosszügig darüber hinweg. Und zum Schluss noch die beiden Seitenwege, die das Sujet abschliessen. Und man schmeckt so, bis da zu uns schmeckt man den Benzin. Ich nehme an, Sie werden heute Abend auch noch über Pässe heimfahren. In die verschiedensten Regionen der Schweiz, wie ganz viele Leute sich werden auf einen Heimweg machen. Und schau mal da, beim letzten, der hat sogar noch ein Hündchen dabei im Seitenwagen. Ist echt auch Mitglied im Jodlerverband? Eher nicht. Aber ich glaube, zu den Hunden kommen wir dann später. Die Das ist ja kommen immer, gehört auch immer zu jedem Umzug. Aber ich glaube, zu den Hunden, die wir dann nachher noch dazu kommen, gehört der Hasli da noch nicht. Man sieht das Wetter, wunderbar, es hat. Und ich glaube, es kommt demnächst nicht korrekt. Man kann es so richtig genießen. Und weiter geht es mit Alphorn. Es hat total über 390 Alphorn- und Büchelvorträge an dem Fest in Davos. Es heisst eidgenössisches Jodlerfest, aber natürlich das Alphornblasen und auch das Fahnenschwingen gehört genauso dazu. Und wenn man aber am Abend beim Fest selber ein bisschen unterwegs ist, dann ist das ein Geräusch oder ein Klangteppich, der einfach dazugehört. Überall in allen Ecken und Enden wird zum Ende gejodelt, aber eben auch Alphornblasen. Sie bringen überall spontane Ständchen dar und es ist wirklich etwas Wunderbares, was einfach die Feststimmung ausmacht. Aber auch sie haben Wettvorträge vor der Jury und auch sie haben sich ausgezeichnet. Übrigens speziell ist ja noch die Alphorn-Wettvorträge, die sind immer verrissen. Die sind im Gegensatz zum Jodeln und Fahnenschwingen in der freien Natur. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Freitagabend hat es ein paar ziemlich verregnet und das ist nicht gleich. Sie finden einfach das Alphorn, das gehört voraus und darum wird es auch draussen dargeboten und von der Jury bewertet. Weißt du da, wieso das Alphorn zum Jodlerverband gehört, obwohl ja da eigentlich aus meiner Sicht jetzt eher im Volksmusikverband, wo der Instrumentalteil der Ländlermusik ist, gehört? Der Jodelverband hat natürlich viel eine ältere Geschichte als der Verband Schweizer Volksmusik. Also der Jodelverband ist 1910 gegründet worden, explizit mit dem Ziel zur Erhaltung des Schweizer Kulturgutes und Brauchtums und gegen die fremden Einflüsse der Volksmusik aus dem Ausland. Und man war sogar am Anfang ein Teil vom Schwingerverband. Der Jodelverband ist schon sehr eng verbandelt mit dem Schwingerverband. Und dazu hat man gesagt, es gehört einfach dazu, es hat zu einem Schwingfest gehört und darum hat es das aus der Geschichte heraus so entwickelt, dass die Alphörner Mitglieder sind beim Jodelverband. Und wir kommen sogar noch ein kleines Ständchen über.
Und hinter dem Alphorn noch ein Instrument, das vielleicht ein bisschen im Schatten vom Alphorn steht, aber da genauso bewertet worden ist, das ist das Büchel. Genau, der Büchel, wobei das ist jetzt gerade ein Mini-Büchel, den wir hier gesehen haben. Das ist eine Art... Das ist noch ganz eine Stecker. kreative Version. Ein Gehstock, den man nie blasen kann. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich habe es zwar schon mal mit einem Gartenschlauch gesehen, also so Gerseb funktioniert einigermaßen. Wenn es vorne einen Trichter hat, als Resonanzkörper, ja, dann funktioniert das im Prinzip auch. Aber eben, der Büchel ist ja sozusagen eine kleine Naturtrompete, ein bogniges Alphorn, tönt viel höher, kommt typischerweise so ein bisschen im Mutital vor, in der Innerschweiz, auch im Entlebuch, wo ich her bin. Und jetzt gehen wir in die Romandie zum Jodlerclub Jura Glöckli aus Orb, Kanton Waadt. Auch in der Westschweiz wird gejodelt. Ich sehe das da. Häufig übrigens sind das Jodelclub, die gegründet wurden von Deutschschweizern, die in der Westschweiz gearbeitet haben und so ein bisschen zum Heimweh bekämpfen, haben sie sich zusammengetan bei einem Jodelclub. Wie ist denn heutzutage? Singen die einfach die bestehende Deutschschweizer Literatur? Oder haben sie mittlerweile auch Komponisten und musikalische Tradition, die sich in der Romandie etabliert hat? Sie singen häufig Deutschschweizer Lieder, zum Teil aber auch übersetzt auf Französisch. Also es gibt eigentlich keine Komponisten, die explizit französische Jodellieder komponieren, aber es gibt Übersetzer, die die bestehenden Mundart-Jodellieder auf Französisch übersetzen. Und in teilen Regionen in der Westschweiz ist es auch schon so, dass zum Beispiel in Genf, denke ich gerade dran, die Club Alphüttli Genf, dort hat es inzwischen auch sehr viele wirklich reine Westschweizer mit dabei, die nicht einmal Deutsch können und die singen dann teilweise aber auch in Mundart Jodellieder. Das finde ich noch recht spannend. Also ich möchte nicht unbedingt müssen auf Französisch Jodellieder singen. Und wir haben gerade gesehen, grosszügigerweise wird auch Mineralwasser ausgeschenkt. Ich nehme an, das ist kein Wein, oder? Gut, bei der Westschweiz Ja, können es allenfalls noch einen könnte Schluck sein, Wein sein. Ich nehme jetzt aber einen Schluck Wasser. Ein guter zum Wohl. He? Käse zum Trinken, da gehört dazu. Und es geht weiter hinten dran noch 4 Alphorn-Spieler, bevor wir dann wieder in einheimische Gefilde kommen. Oh, es gibt noch ein Ständchen. Darbotter auf Alphorn-Spieler in der Greierzer Tracht, würde ich sagen. Sieht ein bisschen nach selber richtig aus. Wenn ich da richtig höre, ist das Lioba, Bekannte Melodie aus der Westschweiz. wo übrigens für die Söldner, die dann aus der Schweiz ins Ausland sind, in andere Heere kämpfen, verboten worden ist, weil sie einfach immer, wenn sie ein Lied gesungen haben, so viel Heimweh bekommen haben, dass sie desertiert sind. Und darum ist dann da bei diesen Söldnern nicht mehr erwünscht gewesen, das Lioba. Es ist schon eine wunderschöne Melodie. Der Applaus verdient für die Alphornbläser mit Sonnenbrille. Die gehört, glaube ich, nicht ganz zu der Tracht. Original nicht, nein. Und jetzt kommen wir zu über 100 Kindern aus der Region Prätigau und Davos. Und die haben miteinander ein Musical erarbeitet, «Unruhe am Jodlerfest». Und Sammy, du bist an der Premiere dabei gewesen. Genau, das Musical ist zweimal aufgeführt worden. Zum einen am Eröffnungsabend vom Eidgenössischen Jodelfest am letzten Donnerstag. Und es ist dargeboten, hoppla, ich habe das gerade gut noch ein bisschen abgeschleckt. Es ist dargeboten worden von diesen Kindern im Festzelt, im grössten Zelt, das es hatte. 850 Plätze hat es gehabt, etwa 1300 sind drin. Der Rocker-Präsident hat Sisus Gavietzel da vom Judenfest gesagt, er habe einen Rüffel bekommen vom Sicherheitspersonal. Den Rüffel hat er aber sehr gerne entgegengenommen. Der Jöri Luzi, Lehrer von Klosters, er hat die Idee gehabt zu diesem Musical und zusammen mit der Musikshow Prätigau ist es dann auf die Bühne gebracht worden. Viel Applaus für die Jugendlichen hier aus der Region. Und sogar eine kleine Ländlerkapelle hat auf dem Weg oben noch Platz. Alle natürlich perfekt rausgebützelt für den Anlass. So schnell wird es nicht wieder ein eidgenössisches Jodlerfest geben, hier oben in Davos. Entsprechend feiern wir natürlich den Anlass und die 4 Tage hier oben.
Haben wir noch eine kleine Gymnastikübung, wie früher in der Show geturnt worden ist. Ich muss auch wieder sagen, da bin ich jetzt gerade froh, können wir gemütlich in der Kabine oben hocken und dann ein bisschen zuschauen, wie die historisches Turnen betreiben. Ein richtiger Lehrer, wie man früher wahrscheinlich gesehen hat, was nicht erlebt. Oh, Springenbub! Und jetzt schaue ich hier Wanderwegtafel und wenn ich richtig sehe, habe Frauen, keine Männer. Keine Männer mit dabei. Das ist das erste Frauen-Jodelchörli der Schweiz. Sie sind von Basel. Wirklich die ersten, die sich zusammengetan haben. Nur Frauen, reine Frauen-Jodelchor. Nur Frauen jodeln ist in dem Fall nicht einfach üblich. Meistens ist es eher eine Männerdomäne. Aus der Geschichte heraus entstanden ist natürlich Männer-Jodelclub. Oder dass sie Männer die sich zusammengetan haben für Jodelclub. Typischerweise in der Stadt sind die ersten Jodelclub entstanden. Und die Baslerinnen sind die ersten, die sich zusammengetan haben. Und das ist von den Liedern her auch speziell. Oder? Das sind die Lieder, die für Mannenchöre geschrieben sind. Wir müssen aber die untersten Töne ein bisschen kastrieren, hätte ich fast gesagt, oder abschneiden, und einfach oktaviert singen. Und das gibt so einen dichteren Chorklang und ganz speziellen Klang. Hat es da auch jetzt am eidgenössischen Wettbewerbsvortrag gegeben, wo reine Frauenchöre gesungen haben? Ja, sehr viel. Es gibt immer mehr dieser Frauenjodelchöre. Sie boomen fast ein bisschen. Der Grund ist auch, Frauen interessieren sich noch gerne für das Singen und besuchen auch sehr viele Jodelchöre. Und dann finden sie zum Teil Platz in diesen Mannenjodelclubs, wo es typischerweise höchstens 2, 3 oder maximal so 4, 5 Jodlerinnen hat. Und dann tun sie sich halt zusammen zu einem Frauenjodelchor. Zum Beispiel, weiss ich gerade, die Gruppe Echo vom Flösch aus dem Berner Oberland. Sie sind genau so entstanden aus einem Jodelkurs heraus. Nach den TÜV, die wir vorher gesehen haben, schon wieder eine schwere Maschine. Und die weist uns hin auf den Skulpturensommer zu Davos. Es ist nicht nur die Volksmusik, die hier oben ist, sondern ein Haufen andere kulturelle Aktivitäten. Und der mutige Herr mit der Motorsäge wagt sich auf dem fahrenden Wagen oben an einer Skulptur zu schaffen. Nicht schlecht. Wäre jetzt noch spannend, was für ein Gesicht das er da genau macht. Ich befürchte jetzt mal, da gibt Karin Niederberger, Präsidentin vom Jodlerverband. Wobei sie schaut ein bisschen grimmig durch. Das kann nicht sein. Karin hat viel fröhlicher geschaut. Ihr lacht immer. He? Genau. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte. Das Skulpturen-Symposium, das Bildhauersymposium, wie es ganz genau heisst. Zu einem vorgegebenen Thema werden da eingeladene Künstler solche Skulpturen schaffen in Davos. Und jetzt lassen wir, obwohl es ja heute wirklich ums Jodeln geht, gleich noch ein bisschen WM-Fieber aufkommen. Genau, einen Auslandschweizer Jodelclub haben wir da. Die Jodelclub Helvetia von Brasilien. Ganz interessant, gegründet von einer Obwaldner-Kolonie, die ausgewandert ist. Und vor ein paar Jahren haben sie eine Reise gemacht in die Schweiz, zurück auf Obwalden zu ihren Wurzeln. Und da sind zum Teil Leute mit dabei gewesen, die in ihrem Leben noch nie in Obwalden waren, die aber noch Obwaldner Deutsch reden. Und die reden ganz ein altes Obwaldner Dialekt, wie es heute eigentlich im Kanton Obwalden selber nicht einmal mehr da verwendet wird. Aber weil es sich so bei ihnen erhalten hat, reden sie wirklich noch das alte Obwaldner Deutsch. Und sie pflegen nicht nur den Obwaldner Dialekt, sondern sie pflegen auch das Jodeln. Und gleich aber ein bisschen brasilianisches Temperament, wie wir hier sehen. Schön natürlich, dass die den weiten Weg und erst noch während der WM auf sich genommen haben. Und ich glaube, so Sujets sind wirklich eine Bereicherung für den Umzug. Die Auslandschweizer Clubs werden immer eingeladen vom eidgenössischen Jodelverband als Jodelfest. Nach der Auslandschweizer oder der Brasilianer kommen wir jetzt wieder hier in die Region. Die Jäger im ganzen Kanton Graubünden natürlich sehr etwas Wichtiges. Wenn man mit einem Bündner schwätzt, muss man ja schon fast über die Jagd schwätzen. Ein uraltes, tief verwurzeltes Volksrecht fast schon ist die Jagd. Und im Herbst muss man eigentlich von den Bündner nichts wollen, nicht irgendeine grosse Veranstaltung organisieren, weil dann sind die Bündner einfach definitiv auf der Jagd. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der OK-Präsident im Herbst nicht Zeit hatte, um so ein Fest durchzuführen. Genau, der Tarcisius Caviezel, der OK-Präsident und Landammer von Davos übrigens, also sozusagen der Gemeindepräsident von da. Er ist selber ein eingefleischter Jäger. Es ist sein grosses Hobby, auf die Jagd zu gehen. Und für diese Jagdhunde mal ein anderes Terrain, wo sie unterwegs sind. Ich nehme an, wenn sie sonst im Einsatz sind, werden sie nicht so ein grosses Publikum haben, wie sie es jetzt heute hier mitten in Davos haben. Ja, das würde das Wild ein bisschen verscheuchen. Der Bündner kantonale Patentjägerverband hat über 6600 Mitglieder, eigentlich wirklich eine wahnsinnige Zahl.
Und es gibt dann auch schon eine Weile. Letztes Jahr haben sie das 100-jährige Bestehen feiern. Der Hund natürlich auch mit dabei auf der Jagd. Da kann man jetzt sagen, aber wortwörtlich an der langen Leine. Und hinterher kommt der Wilhelm Tell und der Walterli. Wobei sind gerade ein paar Wilhelm Tell im Bild an. Genau, das sind nämlich die Tellenbuben von Attighausen im Kanton Uri. Der älteste Jodelclub aus dem Kanton Uri, 1938 gegründet und für mich einzigartig und wunderschön ihre Tracht. Sie treten wirklich immer so auf in dieser Tracht. Das haben sie nicht extra gemacht für den Umzug. Sie treten immer so auf, das ist ihr Erkennungszeichen und einzigartig. Immer mit diesen Holzzockeln, auch im Winter haben sie die Holzzockeln an und Gerüchte sagen, Schau mal die Söcke. Gerüchte sagen, es möge genug Haar an den Beinen haben, dass sie in den Jodelclub beitreten dürfen. Sonst wird man nicht aufgenommen. He? Und weiter geht's mit dem Reitverein Davos. Also es ist nicht nur ein Ferienort, sondern auch der Reitsport wird da oben gepflegt. 170 Mitglieder hat der Reitverein. Der grösste Anlass im Jahr von ihnen sind die Pferdesporttage, die sie hier durchführen. Sie haben aber den Nachwuchs vom Verein und offensichtlich auch den Nachwuchs von den Tieren mitgenommen. Dafür muss man vielleicht ein bisschen weniger zusammenputzen hinter dieser Nummer. Und auf ihrem T-Shirt nicht etwa ein Ross, sondern ein Steinbock. Den haben wir ja schon am Anfang des Umzugs gesehen. Es ist aus Holz gebaut. Der gehört einfach zu den Bündner. Davos eignen sich auch hervorragend zum Reiten. Es haben sehr viele Reitwege, wo man eben das Hobby auch richtig pflegen kann, hier im Land Wassertal. Ja, und auch wenn man es jetzt auf den ersten Blick vielleicht noch nicht gesehen hat, aber jetzt geht es in meine Heimat. Wir kommen zum Jodelchörli Speicher. Sie stellen eine Schlacht dar, die Schlacht bei Vögelins Eck 1403. Genau, und auf dieser Vögelins Eck oben haben etwa 400 mutige Appenzeller Krieger der St. Galler Krieger vom Abt das Fürchen gelernt. Etwa 4000 wollten sich zum die Steuern eintreiben, das Appenzellerland aufmachen und sind wortlich im Zitat: Die Äbtischen wurden in einer schnellen und blutigen Prügelei regelrecht zusammengehauen und in die Flucht geschlagen. Sicher friedlicher die Zustände wie an oder dazumal bei der Schlacht auf den Vögeln in Seck oben. Und Amden, da haben wir doch schon mal in dem Umzug. Genau, wir haben schon eine Nachwuchsgruppe gesehen von Amden und jetzt haben wir hier die Jodelclub Bergfrieden von Amden. Sie stellen mit dieser Alphütte eine schöne Alpstube dar. Und da muss ich sagen, wenn man auf den Wagen oder eben die Hütte anschaut, es sieht tatsächlich gemütlich aus. Da könnte man jetzt auch ein Pferdchen machen mit den Jodlerinnen und Jodlern. Und wir kommen... Oh, da gibt es noch etwas zu essen. Aber zu uns so länger es wahrscheinlich nicht. He? Das könnte ein bisschen weit werden. Omelette, was macht er da? Milch, Zucker.
Milch auf jeden Fall ist drin, aber erkannt habe ich Ja, es nicht. könnte auch Käse geben. He? Oder Wahrscheinlich Käse. gibt es noch Käse. Elbnerleben, das würde ja passen. Und jetzt wieder eine Lieblingsdisziplin von meinem Mitmoderator, von Sammy Studer. Ja, Fahnenschwingen. Doch wunderschön an diesem Umzug. Das ist die Bernisch-Kantonale Fahnenschwingervereinigung, also die Fahnenschwinger vom Kanton Bern. Entsprechend schwingen sie auch die Schweizer oder Berner Fahnen. Es ist ja so, die Fahnenschwinger die haben eben in der Regel ihre eigene Kantonsfahne oder die Schweizer Fahne, die sie schwingen. Und die Fahne die ist genau 1,20 Meter auf 1,20 Meter gross. Das wird vor dem Wettkampf jeweils auch abgemessen, dass dann nicht etwa eine kleinere Fahne verwendet wird, das wäre dann schliesslich einfacher. Und jetzt haben sie natürlich kein Hindernis. Sie können so hoch schiessen, wie sie nur mögen. Sie wollen sogar so hoch schiessen, wie sie mögen. Weil am Umzug da riskiert man auch etwas. Da probiert man wirklich das Publikum zu beeindrucken. Am Wettkampf da stehen sie in einem Kreis, wo sie, wenn möglich, nicht rausstehen dürfen. Und dann wird auch ein weniger Risiko genommen. Es gibt so Pflichtschwünge, die sie erfüllen müssen bei diesen Wettkämpfen. Da ist, glaube ich, einer rausgegangen. Da ist jemand rausgegangen, genau. Das passiert natürlich dann am Wettkampf nicht, dass das Publikum noch ein bisschen weiter weg ist. Aber natürlich ein Spektakel, das sich auch das Publikum erfreut. Weißt du eigentlich, wie beim Wettkampf so eine Fahne runterfällt? Ist dann der ganze Wettkampf verloren oder macht man dann weiter und tut, wenn nichts gewesen wäre? Nein, man macht weiter und es gibt einfach von der Jury einen Abzug. Und es gibt auch, eben, sie stehen in einem inneren Kreis und dann gibt es noch den äußeren Kreis. Wenn sie zum inneren Kreis rausstehen, dann gibt es ein bisschen Abzug. Und wenn sie zum äußeren Kreis rausstehen, gibt es noch ein bisschen mehr Abzug. Das ist auch immer eine beliebte Übung. Und die Fahne so hoch werfen, zuerst zusammenrollen und dann in die Luft schwingen. Und als Belohnung gibt es einen frenetischen Applaus. Und das nächste Sujet mit der Nummer 19, der Jodelclub Hochwang. Und theoretisch dürfte jetzt hier die Präsidentin vom Eidgenössischen Verband noch mal mitlaufen. He? Vielleicht ist sie hintergesprungen und ist schon wieder mit dabei. Nein, es hat wahrscheinlich nicht gelangt. Sie ist Dirigentin da in diesem Jodelclub. Sie hat auch mitgemacht am Wettvortrag natürlich vor der Jury. Und das ist für sie sicher ein Höhepunkt, wenn sie dürfen am Jodelfest mit dabei sein im eigenen Kanton und die Zentralpräsidentin noch Dirigentin ist von ihnen. Und da gibt es definitiv kein Mineralwasser. Der Jodelclub Hochwang Landquart. Den Wagen haben sie gestaltet zusammen mit dem Rebbauverein Bündner Herrschaft. Der Wein gehört natürlich auch ins Bündnerland. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Hier der Wagen vom Elbler-Chörli Oberfahrt. 1977 ist das Chörli in einem Restaurant im Sterne in Zarten, da kenne ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, gegründet worden. Und weiter geht es mit einem Brauch, der nicht so typisch ist für die Region Davos, aber anscheinend da gleich auch gepflegt wird. Ich habe eher vom Emmental kennt, so ein bisschen Hornussen. Hornussen oder eben Hürne, wie das heisst im Prättigauer Dorf Furna. Furna, ein kleines Dorf, 1300 Einwohner, 6 Einwohner pro Quadratkilometer. Da hat man Platz. Ja, genau, da hat man Platz. Also eines der letzten Dörfer in der Schweiz elektrifiziert worden ist. Und man sagt, dass das Hürne, das wird wirklich nur zu Furna praktiziert und das ist der Ursprung vom Hornussen. Und ganz interessant hat es mir gedacht. Jetzt machen sie glaube ich, einen Abschlag, wenn ich Ja, schnell mal unterbrechen. Ja, das ändert doch wirklich sehr im Hornussen. Nur Buben und Männer sind geeignet für das Spiel. Ich weiß zwar nicht genau warum. Und wir schauen doch noch mal so einen Abschlag zu. Offenbar sind bis jetzt noch keine Zuschauer zu Schaden gekommen. Ich nehme an, wenn es ernst gilt und sie das am Sonntagabend praktizieren, bei sich daheim zu Furna, dann werden sie ein bisschen weiter abschlagen wieder jetzt.
Und sonst landet dann halt der Bock, oder wie sagt man Huri. Der Uri. Der Huri, Der wie ein Huri. Hornus. Beim Hornus ist es der Hornus, den wir abschlagen. Und da ist der Huri. Da ist es der Huri oder das Huri. Das Huri. Das Huri, sagen wir Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten am Ja, Dialekt. genau. Das Huri. Übrigens, Hornus ist auch ein bisschen verwandt mit dem Jodeln. Es gibt ja die Zeitschrift Schwingen, Hornus und Jodeln. Also die 3 Verbände haben miteinander eine Zeitschrift. Wo es gleich noch ein bisschen Gemeinsamkeit gibt in dem Ja, Fall, wo genau. man unter einem Das ist Dach auch aus ist. Geschichte aus entstanden. Übrigens, es gibt natürlich noch mehr auch im Fernsehen zu sehen vom Jodlerfest, nämlich in einer Woche. Am Samstagabend um 5:45 gibt es eine Batz Musiksendung, eine stündige Sondersendung, wo man zurückschaut auf das Fest. Wir haben extra für diese Sendung einen Haufen Musik aufgenommen. Wir haben aber auch den Festalltag dokumentiert. Wir sind die Wettvorträge gelesen. Natürlich auch in der Nacht noch ein bisschen in der Festzelt unterwegs gewesen mit der Kamera. Also nicht nur der Umzug, sondern wirklich das ganze Fest in seiner grosszügigen Vielfalt. Da gibt es nächste Woche. Samstagabend, 5:45, wenn du Zeit hast, Sammy, darfst du anschauen. Ja, ich bin natürlich mit dabei. Es ist nicht mehr ein Wunder, was du da alles aufgenommen hast. Wobei wir ja fairerweise sagen, du hast auch zu tun gehabt an diesem Wochenende. Ja, wir haben auch viele Sendungen gehabt. Wir haben, jetzt muss ich überlegen, 14 oder 13 Stunden live gesendet auf der SRF Musikwelle. Wir werden natürlich auch weiterhin noch senden. Wir haben auch Aufnahmen gemacht in den Wettvorträgen. Und bei uns gibt es auch diese Aufnahmen zu hören nach dem Fest, das wir an diesen Wettvorträgen gemacht haben. Wenn wir das Fahrer von dem Hahn raus, oder eben, wie hat es hier geheissen, Hürne, oder vorne Hürne, hatten, da im Emmental, da wird dann das richtige Hahn raus ebenfalls gepflegt, gell? Genau, und da sehen wir gerade Adrian Kerne auf seinem Einachser. Und das ist eine ganz spezielle Geschichte. Die Jodelclub Durchschachen haben junge Mitglieder und der Adrian Kerne mit 2 Kollegen zusammen, mit dem Thomas Rötlisberger und dem Bruno Soltermann, sie haben sich vorgenommen, weisst was, wir gehen nicht einfach irgendwie ans Jodelfest, sondern wir gehen von Trubschachen im Emmental aus mit dem Einachser ans Jodelfest. Sie haben den ganzen Weg letzte Woche auf sich genommen, wir konnten sich begleiten auf der SRF Musikwelle. Nachlesen, was sie alles erlebt haben, kann man unter srf.ch/jodlerfest. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Weile hatten, he? Mit dem Einachs. Ja, sie haben eine Weile gehabt. Am Dienstagmorgen früh, am 6 Uhr, sind sie abgefahren. Und nachher sind sie angekommen am Donnerstag, am früheren Abend. Und was natürlich auch unweigerlich zu Davos gehört, da ist der Hockeysport. Und das Aushängeschild von Davos oder von der ganzen Region, der HCD. Gut, zum Emmental gehört es auch, was wir vorher gesehen haben, SCL Tigers. Aber ich darf jetzt nicht meinen Lokalpatriotismus aufleben, sondern wir sind da ja jetzt in Davos und da ist natürlich der HCD daheim. Und man sieht hier den überdimensionierte Spengler-Göpp-Pokal, wo die Kinder am Fuß davon hocken. Sie mussten sogar extra gewisse Sachen wieder abbauen, dass da der Pokal diese Umzugsroute fahren kann. Auch der Spengler Cup ist natürlich etwas, wo Davos in die ganze Welt rausträgt. Jedes Jahr etwa 70'000 Leute, die extra wegen dem Cup hier auf Davos kommen. Ist das Maskottchen? Das ist doch ein Steinbock. Das ist ein Steinbock, ja, wieder einmal mehr Steinbock. Könnte nicht anders sein. Der Tartisius Gavietzel übrigens, der Präsident vom OK Jodelfest. Er war 8 Jahre lang der Präsident vom HCD und jetzt auch da mitorganisiert am Eidgenössischen Jodelfest. Haben sehr viele Leute, die sonst beim Spengler Cup organisieren oder beim HCD involviert sind. Und jetzt kommen wir zum Volksmusikverband Graubünden. Und ich habe ja vorher gerade schon hingewiesen auf die Sendung von Batz Musik, die es nächste Woche am Samstag gibt. Und die Herren, die wir da hinten auf dem Wagen oben musizieren waren, die sind dann in dieser Sendung auch dabei, nämlich die Davoser Ländlerfreunde. Kantonalsektion also vom VSV, vom Verband Schweizer Volksmusik, Kantonalsektion Graubünden. Und übrigens der schweizerische Präsident vom Verband Schweizer Volksmusik ist ja der Cipriano de Cardenas, auch er ein Bündner. Man kann so sagen, die beiden grossen Brauchtumsverbände, Jodelverband und Volksmusikverband, sind beide in Bündnerhand. Und auch die grossen Feste sind ja jetzt gerade etwa die da oben gewesen, nämlich auch das eidgenössische Volksmusikfest. Das war in Chur vor 3 Jahren. Genau, das war in Chur und das nächste ist das nächste eidgenössische Volksmusikfest. Das ist jetzt Aarau. Aarau ist auch ein festerprobter Ort. Und nach dem Cercle des Chefs de Cuisine, also kulinarisch wird man da offenbar auch versorgt, sehen wir jetzt schon
Der Wagen vom Jodelchörli Heimelig aus deinem Kanton, Semi? Ja, von Oberkölch am Sempacher See gelegen. Der Jodelclub Heimelig feiert heuer ein Jubiläum. 70 Jahre gibt es den Chor. Und am 18. Oktober haben sie auch ein Jubiläumskonzert, wo sie das feiern können. Übrigens Mitglied in diesem Jodelchörli Heimelig ist auch der Nationalrat Albert Vitali. Er ist gleichzeitig auch der Präsident der Interessengemeinschaft Volkskultur Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Es ist natürlich klar, wenn wir hier im Bündnerland sind auch Bündner Sujets sehr prominent vertreten an dem Umzug. Weil weiter geht es jetzt mit der Bündner Trachtenvereinigung. Die Trachtenvereinigung auch ein Verband, der zusammenarbeitet mit dem Jodelverband. Die Trachtenvereinigung, die aber sehr grossen Wert auf eine korrekte Tracht legt. Also auch im Jodel ist es so. Am Wettvortrag ist es vorgeschrieben, dass man mit korrekter Tracht auftreten. Und die Trachtenvereinigung hat sich aber noch explizit in der Pflege vom Trachtenbrauchtum verschrieben. Und eng mit diesen Trachtengruppen zusammen ist natürlich auch das Tanzen dazu. Der Wendtaler-Schieber mit den Noten wird gespielt auf dem Wagen oben. Und ja, das ist eine Leistung beim Umzug nach Tanzen. Chapeau! Ja, das braucht Luft bei diesem Umzug mit Tanzen. Man kann nicht einfach im Kreis man muss immer noch vorwärts. Oder? Und du sitzt noch im Takt, gell? Das sollte ja auch noch stimmen. Wie sieht es denn auch bei dir aus, du als sehr aktiver Jodler? Tanzt ihr auch tanzen im Chörli? Du, ich beschränke mich aus gewissen Gründen auf das Singen. Gehen wir jetzt nicht weiter und näher darauf ein. Da haben wir die wunderbaren Bündner Trachten. Und steht und fällt natürlich alles mit dem traumhaften Wetter. Wenn man die Tracht so zeigen darf, ist es natürlich viel schöner, wenn man sie in einem Plastik oder unter einem Schirm verstecken, falls es regnet. Am Freitagabend hatte der Regenpellerine Hochkonjunktur. Gewisse Sponsoren haben Regenpellerinen verteilt und haben schon gleich keine mehr gehabt. Gestern und heute brauchen wir diese Regenpellerinen zum Glück jetzt nicht mehr. Und da naht schon wieder eine grosszügige Konstruktion. Die Jodler vom Tanzapfelland. Ich sehe allerdings jetzt noch nicht, ob denn da auch ein Tanzapfel ist, was dort auf dem Wagen oben drauf haben. Ich glaube, es ist kein Tanzapfel, sondern etwas, das mit Holz zu tun hat. Das Tanzapfelland, das ist ja der Hinterthurgau, wie man eigentlich so im Volksmund sagt, aber so ein bisschen political correct. Sie gibt den Südthurgau. Genau, da hat es vor etwa 6 Hinterwälder Jahren Diskussionen gegeben. Früher hat man Hinterthurgau gesagt, oder eben als Tanzapfelland. Und dann haben ein paar gedacht, ja, das ist schon ein bisschen hinterwäldlerisch, man soll doch Südthurgau sagen. Und jetzt sehen wir, was es ist. Es ist ein überdimensionierter Hobel, wo der ganze Jodelclub Siernach drinnen hockt. Mit der Hobelsperre oben drauf. Ja, die werden auch noch eine Weile haben, bis da von Siernach bis da oben auf Davos gekommen sind. Der Schüler ist offenbar krank. Gute Besserung haben sie gewünscht. Das wünschen wir natürlich auch. Da mal ein bisschen die grösseren Rösser, als wir vorher gesehen haben. Und ein mutiges Trio direkt hinter dem Wagen. Und damals ist es jetzt das Büchel, das die Herren hier mittragen. He? Genau, das ist der Büchel. Oder Fasnacht würde man wahrscheinlich sagen, eine wilde Gruppe ist das, die sich einfach in Umzug gemischt hat. Aber die machen das natürlich hervorragend und so ein bisschen auflockern. Jetzt kommt der grosse Stein. Und ein schwerer. Wie schwer bist du, Nikolas? Ja, das sagen wir jetzt nicht, aber wahrscheinlich ein bisschen leichter als der Stein. Okay, ich sage, ich bin ein bisschen schwerer als der Stein. Das darf man, glaube ich, sagen.
Aber der unsponnene Stein natürlich legendär und auch schwer. 2017 ja dann ein Sundspunnenfest. 83,5 Kilo ist der Ersatzstein. Der unsponnene Stein ist ja immer noch verschollen. Der ist ja weggekommen, schon mehrmals, und aktuell ist er auch wieder verschwunden. Am Unspunnenfest, das alle 12 Jahre im grossen Rahmen stattfindet und alle 6 Jahre noch mit dem Schwingfest, wird der Stein ja auch gestossen. Der Ersatzstein, den man jetzt braucht, 83,5 Kilo. Also, ich möchte ihn nicht lüpfen. Da ruft ja richtig. Hätte so einen Beitrag am Jodlerfest auch Platz? Ja, es wird nicht gejodelt. Aber wenn es dazu gejodelt würde, hat es neu in der Kategorie freie Vorträge Platz. Müsst einfach jetzt noch einen das Wohl dazu ein bisschen bewegen und ein bisschen singen. He? Könntet ja die 2 Damen machen. Genau, die wären vielleicht prädestiniert. Jetzt hat es auch keine Tracht an. Stimmt, und die Tracht müssen wir auch bei den freien Vorträgen anhaben, oder wie läuft das? Ja, das ist ja auch man muss auch Mitglied sein vom Jodelverband, dass man auftreten darf. Das ist eigentlich eine Bedingung. Außerdem man wird explizit eingeladen, wie Auslandformationen, die eingeladen werden. Sie machen da übrigens Werbung für ein Festival, das gerade nächstens losgeht, da Alts Davos. Es wird also nicht ruhig, musikalisch in nächster Zeit. Davos Sounds Gut, das Jazzfestival. Wir haben ja in dem Umzug schon eine Formation mit Auslandschweizer aus Brasilien gesehen. Und vielleicht bin ich selber einfach zu fußballlastig, aber jetzt sind wir vorher im WM-Land Brasilien gewesen, und jetzt kommen die Südafrikaner, das war ja auch erst gerade mal WM gewesen. Die letzte WM war dort, genau. Und auch in Südafrika wird gejodelt. Das wird halt wirklich auf der ganzen Welt gejodelt. Der Swiss Choir Johannesburg aus Südafrika haben wir da. Und ihr Motto ist «The Lion Kings are back». Ich will ja nicht wissen, wie der Leu von Südafrika da auf Davos gekommen ist. Ja, das ist schon spannend, dass sie den transportiert haben. Auf jeden Fall keine Gefahr für das Publikum da der Umzugsroute. Sehr zahlreiches Publikum übrigens, das da auf dieser langen Umzugsroute verteilt ist. Die Auslandformationen, sind jetzt die einfach im Umzug dabei, oder hat es auch solche, die dann an diesen Wettvorträgen mitgesungen haben? Sie können sich entscheiden, entweder an den offiziellen Wettvorträgen mitmachen und sich auch bewerten. Und jetzt eben neu die Freikategorie freie Vorträge hat man auch ohne Bewertung können mitmachen. Aber auch sie sind auftreten und haben einen Vortrag einstudiert für heute. Und da sehen wir Hans Rüdi, Walliser Fahnenschwinger. Ein Alleinunterhalter, der Hans Rüdi zu binden. Eben, das ist das Hans Rüdi. Das ist das Hans Rüdi. Der tut auch noch Fahnenschwingen genau. Ja, das ist für mich der beste Schweizer Fahnenschwinger. Weil er kann einfach wirklich die Leute begeistern. Er ist auch Juror selber, er tut die auch bewerten, tut aber selber auch auftreten. Und man sieht, da, wie er die Fahnen hochwerfen in einer Leichtigkeit. Die ist doch 1,5 Kilo schwer, die Fahne. Man muss die jetzt erst mal so locker mit einer Hand in die Luft wirbeln. Und so hoch hoch. Und Hans Rüdi hat offensichtlich wieder eine Delegation aus dem Kanton Wallis angeführt. Genau. Die Walliser Jodelclub machen Werbung für das nächste eidgenössische Jodelfest 2017 zu Brieg im Wallis. Das ist ja im 3-Jahres-Rhythmus, gell? Das ist richtig, ja. Alle 3 Jahre, immer in einem anderen Unterverband. Das nächste Mal ist der Westschweizer Verband dran. Und der hat sich Brieg bereit erklärt, das Fest zu organisieren. Ja, und singen für uns tun jetzt die beiden organisierenden Jodlerclub, nämlich der Jodlerclub Ahori aus Glisbrig und der Jodlerclub, das ist jetzt wieder Walliser Deutsch gefordert, Zertafernu. Zur Taverne. Zur Taverne, ja, Zertafernu, das klingt Walliserisch, aus Riedbrig. Übrigens, es hat ja schon mal ein eidgenössisches Jodlerfest gegeben in Brieg. Ja, genau. Es ist genau 30 Jahre später wieder das eidgenössische Brieg, 1987. Da erinnert man sich sehr gerne daran zurück. Ich mag mich nicht erinnern, bin zu klein, nicht dürfen gehen. Aber die waren, sagen, es sei ein wunderschönes Fest. Und darum ist die Freude jetzt schon sehr gross auf das nächste eidgenössische Brieg.
Und so, wenn ich die Walliser kenne, muss man keine Angst haben, dass die nicht festen können. 2017. Da haben wir wieder Fahnenschwinger. Die Fahnenschwinger aus dem nordwestschweizerischen Judoverband. Zum nordwestschweizerischen Verband gehört der Aargau, gehören die beiden Basel und der Kanton Solothurn. Und entsprechend haben wir jetzt auch die Fahnen mit dabei. Bei den Jodlern ist es ja so, dass sich die qualifizieren müssen, dass die hier in Davos ihren Auftritt, ihren Vortrag haben. Wie läuft das bei den Fahnenschwingern? Das läuft genau gleich. Man muss an einem Unterverbandsfest im Vorfeld Klasse 1 oder 2 erreichen und dann ist man qualifiziert für das Eidgenössische. Übrigens, Fahnenschwingen gibt es nicht nur in der Schweiz, sondern es gibt es auch im Ausland offenbar. Im Ausland ist es aber so ein bisschen militärischen Ursprungs und in der Schweiz hat es den Ursprung in der Innerschweiz. Die Sennen früher auf den Alpen oben hatten die sogenannte Sühnefahne und haben sich darunter versteckt und so um Vergebung gebeten für die schlechten Taten, die sie gemacht haben. Ein heidnischer Brauch, der der nicht akzeptiert war. Und aus diesem heidnischen Brauch heraus hat sich das heutige Wettkampf-Fahnenschwingen entwickelt, wie es im Judoverband dargeboten wird. Wie sieht es aus mit Frauen beim Fahnenschwingen? Es war lange nicht erlaubt, dass Frauen auch Fahnen schwingen, weil die Schwünge unter den Beinen kann man natürlich mit einer Tracht nicht machen, mit dem Trachtenrock. Oder? Und eine korrekte Tracht war verlangt. Und jetzt seit dem letzten Eidgenössischen, vor 3 Jahren, sind Frauen auch zugelassen zum Fahnenschwingen und dürfen dann eine Hose anlegen. Das ist so eine Ausnahmebestimmung, die man für Frauen gemacht hat. Es hat aber jetzt auch immer noch erst eine Frau, die wettkampfmässig in der Schweiz Fahnen schwingt, Erna Fischbacher. Braucht in dem Fall auch noch ein bisschen Zeit, bis sich das Fahnenschwingen bei den Frauen etabliert. Und wir kommen wieder zu Kind, Nachwuchs. Und ich habe das Gefühl, das sind die aus der Region, Jodelchörli Silfretta Klosters. Kind und die Erwachsenen natürlich. Genau, ich kann mir vorstellen, die haben Erbe warm in dieser Aufmachung. Genau. Da haben sie nicht Tracht an, sondern sie haben für einmal Skikleider an. Sie machen natürlich auch Werbung für Tourismusdestination, wo sie daheim sind. Die Jodelchörli Silfretta Klosters natürlich auch stark involviert in die Organisation von dem eidgenössischen Jodofest. Sowieso die ganze Bündner Jodovereinigung hat da mitgeschafft, alle die Chöre aus dem Bündnerland. Und man muss ja sagen, im Bündnerland gibt es nicht so viele Jodelclubs, wie es in anderen Regionen der Schweiz gibt. Das hat den Grund, da hat es mehr Männerchöre, die sehr gut singen. Und die Tradition der Männerchöre ist fast noch ein bisschen tiefer verwurzelt. Die Mitglieder hocken da hinten drauf. Und ganz speziell bei diesen Mitgliedern in da ist einer, der auf dem Wagen oben hockt. Der Verein ist, oder der Club, das Jodelchörli, ist 1953 gegründet worden. Und die ganzen 60 oder mittlerweile über 60 Jahre ist ein Sänger als aktives Mitglied dabei. Er ist mittlerweile 88 und wird das Fest sicher in vollen Zügen geniessen. Weiter geht's mit der Walser Vereinigung Graubünden. Auch hier oben, Davos, bevor es so eine international bekannte Feriendestination geworden ist einmal eine Walser Streusiedlung. Die Walser die Deutsch sprechenden, darum ist ja Davos so nicht ein romanisch sprechender Ort. Die Walser, die die Alpentäler besetzt haben vor rund 700 Jahren. Sie präsentieren St. Antonier Heuervolk, also wie früher geheuert worden ist. Ja, und die Walser Vereinigung die fördert die Spracherhaltung und auch die Vermittlung von der Walser Kultur, dass da erhalten bleibt. Da wird Zegessen, wie ich sage, gewetzt. Zegessen? Zegessen, wie sagst du dem? Zinsen? Zinsen, Zegessen, sage ich. Zegessen. Ja, genau.
Ein Höhepunkt für Jung und Alt. Sie schauen die Live-Übertragung vom Umzug vom 29. Eidgenössischen Jodlerfest in Davos. Wir sind jetzt etwa gut in der Hälfte von dem Umzug angelangt, also Sie erwarten noch ein paar weitere Highlights. Auf dem Velo geht es natürlich auch noch länger an diesem Umzug. Der Jodelchor Zerfreila von Wals präsentiert sich da. Und der Sammy Studer hat recherchiert und ein ganz interessantes Zahlenbeispiel gefunden zum Tourismus in Wals. Ja, 1000 Gästebett, 1000 Einheimische, 1000 Schafe. Wohl. Wie das zusammenhängt, weiss ich es nicht ganz genau, aber einfach 3x1000. Also das heisst, wenn die Saison nicht ist und die Leute nicht in der Ferien sind, hat es theoretisch für jedes Schaf ein Bett. Das Gästebett, genau. Und einen Betreuer. Der bekannte Davoser Schlitten hier auf dem TH hat das natürlich jetzt ein bisschen zäh. Da geht dann im Winter wieder besser, wenn der Schnee ist. Und das Schild, das wir hier sehen, der Banner, der zeigt, dass es nicht nur in Davos Jodler- oder Sängerfeste gibt. Genau, das New Glarus gibt es nächstes Jahr ein grosses Sängerfest. Vielleicht ist es auch ein Umzug, den wir auch kommentieren könnten. Wäre schön. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Englisch lernen, he? Genau. Der Club New Glarus ist auch ein Chor, der hier eingeladen worden ist an das Eidgenössische Jodelfest, der auch auftreten ist und das natürlich extrem genießt, hier in ihrer ursprünglichen Heimat dürfen sein. Er ist ja 1928 von 5 ausgewanderten Schweizer eben in New Glarus in Wisconsin ins Leben gerufen worden. Das klingt jetzt einmal nicht schlecht. Insgesamt kann man da ein Feedback geben, wie gut oder wie hoch das Niveau ist bei diesen Auslandjodlern. Sie singen von Herzen gern und sie singen von Herzen gut. Aber es ist noch schwierig zu vergleichen. Sie haben natürlich weniger den Konkurrenzkampf, wie wir vielleicht haben. Gerade im Entlebuch, wo es auf 17'000 Einwohner 17 Jodelclubs gibt. Da tut man sich gegenseitig ein bisschen anstacheln. Im Ausland sind sie fast ein bisschen allein und ja, haben weite Vergleichsmöglichkeiten nicht. Und weil es manchmal auch wirklich Mitglieder hat, die wirklich auch Ausländer sind, die nicht schweizerischen Ursprung sind, ist es vielleicht nicht so ganz vergleichbar, wie in der Schweiz gejodelt wird. Und die gefürchtige Kreatur, die wir jetzt gerade gesehen haben, das ist unter dem Motto «Sagen aus der Region» eine Kreatur von der Theatergruppe Kloster Serneus, das wilde Männli. Und der Hexentanz. Die Sage vom Hexentanz im Riedloch wird hier dargeboten. Ein Jüngling, der auf dem Heimweg war oder eigentlich zu seiner Freundin hätte wollen, und dann hat er laute Musik gehört und sind zu diesen Hexen gegangen. Am Schluss sind die Hexen davon geflogen, durch das Chömi aus, und der Jüngling hat gefunden, das kann ich auch. Hat auch durch das Chömi aus wollen und ist dann, anstatt rauszufliegen, einfach ziemlich dreckig geworden und nachher gespött worden von seiner Freundin. Ob es sich bewährt hat, dass er bei den Hexen war, anstatt zu der Freundin gegangen, sei jetzt dahingestellt. Und wir kommen wieder in meine Region. Auch dort ist wieder ein Unterverbandsfest 2016 vom Nordostschweizerischen Jodlerverband. Das Jodlerfest in Gossau, St. Gallen. Der Nordostschweizer Jodlerverband führt zwischen den Eidgenössischen, die ja alle 3 Jahre stattfinden, immer nur ein Unterverbandsfest durch, im Gegensatz zum Zentralschweizerischen und dem Bernisch-Kantonalen, der zwischendrin 2 Unterverbandsfeste hat. Darum ist es auch besonders wichtig für die Nordostschweiz, das Jodelfest hier, das Gossau, wo die Gossauer Jodelvereine und der Jodelclub Niederwil organisieren. Das sind die Jodelclub Sentisgruß Gossau, das Freizeitchörli Gossau Flawil, das Bäuerinnenchörli Gossau Andwil, die Stadtjodler im Fürstenland Gossau und der Jodelclub Aupli Niederwil. Und die Jodlerinnen und Jodler aus der Umgebung von Gossau, sie haben offensichtlich den Frieden. Die grosse Arbeit, befürchte ich jetzt mal, die kommt dann erst noch, damit das Fest 2016 dann auch so gut über die Bühne geht, wie jetzt dieses Jahr das Eidgenössische in Davos. Schwingen, auch ein Thema hier am Umzug.
und offenbar auch in der Region Davos. Das ist nämlich der Schwingerverband der Landschaft Davos. Und du hast ja schon angetönt, Schwingen und Jodeln, die haben historisch gesehen ganz viel miteinander zu tun. Ja, der Eidgenössische Jodelverband ist eben 1910 gegründet worden als Untersektion vom Schwingerverband. Also eigentlich nicht eigenständig, sondern man hat sich wirklich definiert über den Schwingerverband. Darum hat man auch heute immer noch das Verbandsorgan gemeinsam, also die Zeitschrift, die offizielle. Und man kann heute noch sagen, kein Schwingfest ohne Jodeln und Alphorn, das gehört einfach dazu. Es ist wie das Pünktchen auf dem I von jedem Schwingfest. Und jetzt wäre es gut, wenn der Sammy Studer und ich Sportkommentatoren wären. Dann hätten wir jetzt den Schwung auch noch kommentieren können. Oder hast du gar gesehen, wer der Verein war? Ich habe gerade nicht geschaut. Ich gehe ab und zu an ein Schwingfest. Ich war das ja schon auf dem Stoss am Berg schwingend und habe noch vor, etwa 10 oder das anderes besuchen. Heute ist das Innerschweizer Schwingfest zu Cham. Aber da ziehe ich natürlich das Jodelfest vor. Über den Weg runtergefallen ist dort der Wiese. Der Schwingerverband der Landschaft Davos präsentiert natürlich auch sehr dick schwingend ihr wichtiges Schwingfest, das alle Jahr stattfindet. Ganz am Anfang von dem Umzug, wo M2 dort in Davos angefangen hat, haben wir ja die Musikgesellschaft Davos gesehen. Und offenbar wird im Nachbarort im Klostersdorf auch gemusikt. Da ist die Musikgesellschaft Madrisa. Blasmusik verbindet, bewegt, begeistert. Ja, gemeinsam Musik machen ist halt wirklich etwas Schönes. Singen oder Musik machen. Und schauen mal die Kostüme an. Das sieht jetzt wieder weniger nach Bündnerland aus. Aber wir gehen nochmal in die Romandie. Da hätten wir jetzt gerade in der Moderationskabine nebendran den Experten. Das wird nämlich auch von unseren Westschweizer Kollegen kommentiert. Aber soviel ich weiß, sind das la Groupe Folklorique des Bourgeois et Bourgeoises de Fribourg. Stilvoll und mit Charme treten sie da auf. Sie tragen mit Stolz Kostüm von der Festtagstracht von der Stadt Fribourg. Und es ist eigentlich auch so, dass sie immer wieder an kantonalen und eidgenössischen Festivitäten auftreten und auch die Behörden auf ihren Dienstreisen begleiten. Und jetzt geht es weiter. Wir haben es ja vorher schon gesehen, die kleinen Hündchen, und jetzt kommen die rechten Hunde. Unser Bernhardiner. Ja, überlasse ich jetzt dir. Der Sänger ist der Sammy Studer. Ich glaube, das war der Bernhardiner, das können wir sagen. Am Fässli habe ich es vermutet. Ei, da sind noch Tiere. Und es ist der Zuchtverband der Schweizer Hunderassen, der den Bernhardiner und den weiteren Hunderassen, die wir jetzt gerade noch sehen, den Ausflug auf Davos ermöglicht hat. Der Bernhardiner natürlich bekannt als Lawinensuchhund. Wir sehen dann auch noch den Entlebucher Sennenhund. Und oder Dillerheimer. Und dann, das ist ja noch recht tricky, um die zu unterscheiden. Aber ich glaube, das war jetzt gerade der Entlebucher, den wir hier gesehen haben. Der Unterschied ist nämlich, dass der Bläss, also der Appenzeller, einen geringelten Schwanz hat und beim Entlebucher eben nicht. Also wir reden von den Hunden. Wir reden von den Hunden, selbstverständlich. Und das sieht jetzt aber nach einem Bläss aus. Du wohnst ja auf dem Land, Nikolaus. Hast du keinen Hund? Ich habe keinen. Ich glaube, der wäre bei mir nicht allzu gut aufgehoben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es mal einen. Er müsste einfach sehr selbstständig sein. Es gibt ja andere Moderatoren, die immer einen Hund dabei haben. Komm, Schaba, wo bist du?
Mit grossem Stolz präsentieren die Hundebesitzer natürlich ihre rassereinen Hunde. Und vermutlich für viele von diesen Tieren der erste Fernsehauftritt. Bei all diesen Hunderassen wird eigentlich meistens gesagt, sie seien sehr familienfreundlich. Da kommen die Entlebucher jetzt. Entlebucher. Jetzt fühle ich mich wohl. Dann war der Fahrer gleich ein Pläss. Der Entlebucher Sennenhund auch ein bisschen kleiner als der Appenzeller Sennenhund. Das bezieht sich auch nicht auf Menschen, sondern auf den Hund. Man sehe in die Reporterkabine. Und wir bleiben gerade noch ein bisschen bei den Tieren. Von den Hunden kommen wir nämlich jetzt zu Esel, Maultier und Ross. Die Säumerfreunde der Schweiz sie präsentieren. Wie früher eben die Waren transportiert worden sind, wo man es nicht so einfach machen konnte. Entweder im Winter mit dem Schlitten oder dann halt eben verladen auf die Tiere und dann über die Alpenpässe. Und Davos ist ja, im 18. Jahrhundert eine von diesen Säumerregionen. Es hat fast nie in Graubünden so viel gegeben wie in Davos. Und auch früher sind ab und zu schon Wein gepanscht worden. Das ist heute manchmal schon noch passiert, aber das gehen wir nicht ein. Die Säumer sind mit den Weinfässchen auf den Tieren oben über die Pässe und heisst, dass ich nicht verkneifen konnte, einen Schluck oder ein bisschen mehr als einen Schluck zu nehmen. Und am Schluss hat er wieder gleich viel sollen drin sein. Da hat man halt am Bergbach ein bisschen Wasser geholt und so aufgefüllt. Und in der Hoffnung, dass das niemand merkt. Offenbar hat es aber doch nicht immer funktioniert. Ob es heute überall Wein geladen hat, da bin ich nicht sicher. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Bild, die Säumer. Ist ja nicht ganz mutig, an so einem Umzug so einen sturen Esel mitnehmen, der dann vielleicht plötzlich nicht mehr weiter will. Ja, das ist mit den Tieren immer ein bisschen heikel, Umzug. Manchmal gehen sie schneller, als man will, und manchmal gehen sie langsamer. Aber die machen es hervorragend. Bis jetzt überhaupt sehr flüssig, der Umzug. Und wir gehen wieder ins Ausland, auf Calgary in Kanada. Der Jodelclub Heimattreu von Calgary. Sie stellen Cowboy-Jodler dar. Seit dem 1976 gibt es den Jodelclub in Kanada. Sie sind jetzt hier nicht in der Tracht, legen aber sehr Wert darauf, dass an der Auftritt Tracht haben. Haben dann aber 1999 in Frauenfeld am Eidgenössischen am Umzug die Western-Kluft, die sie jetzt anhaben, zum ersten Mal seit hier immer der Umzug. Und haben hier wieder eine neue kleine Tradition geschaffen. Schon zum 7. Mal sind sie an einem eidgenössischen Jodelfest. Das ist das 29. eidgenössische Jodelfest, das wir hier in Davos haben. Überhaupt sehr beeindruckend, wie das im Ausland gepflegt wird. Wir kommen jetzt zu den Fahnenschwingern. Gibt es denn selber im Ausland auch? Oder ist das etwas, was man schon vor allem bei uns innerhalb der Grenzen pflegt? Deutschland, Italien zum Beispiel gibt es die Fahnenschwingen auch, aber eben militärisches Fahnenschwingen, aber nicht ein folkloristischer Brauch, sondern ein militärischer Brauch. In der Schweiz so ist es wirklich einzigartig. Und damals sind es St. Galler aus dem Lindgebiet. Da haben wir jetzt eine Frau, die Fahnen schwingt. Ein sehr seltenes Bild. Es gibt also im Umzug mehrere, die mitmachen. Am Wettkampf da in Davos hat eben nur eine mitgemacht. Übrigens, so ein Wettkampf dauert 3 Minuten. Insgesamt gibt es 93 verschiedene Schwünge. Und das ist so wie eine Turnübung. Da muss eine Übung zusammengestellt werden. Und es gibt gewisse Schwünge, die Pflicht sind. Es gibt auch so eine DVD, wo die Schwünge alle erklärt sind. Das war noch spannend. Ich durfte mitarbeiten, wo die DVD entstanden ist. Da ist jeder Schwung einzeln gefilmt worden und nachher in Zeitlupe wiederholt. Und ich durfte erklären, was es da der Fahnenschwinger ganz genau macht. Die 93 Schwünge, die man dann eben zusammensetzt unter einer schönen Übung. Also quasi eine Videoanleitung, wie man da lernen kann, das Fahnenschwingen. Richtig, das ist eine Videoanleitung. Es ist nicht ganz so spannend wie ein Tatort am Sonntagabend, wenn wir die ganze DVD durchschauen. Aber es ist einerseits gut, es dokumentieren, das Fahnenschwingen. Andererseits tut es jemandem helfen, der die Lehre Fahnenschwingen. Apropos DVD schauen, hätte er vielleicht noch ein bisschen spannendere im Angebot.
Es gibt nämlich von diesen 2 Stunden Umzug und auch von der Sondersendung «Batz Musik», die am nächsten Samstag ausgestrahlt wird, eine DVD. Eine DVD, wo Sie sich, solange Sie wollen, erinnern an das super eidgenössisch in Davos. Die können Sie bestellen im Internet srf.ch/shop oder auch per Telefon. Ich tue es am Schluss von dieser Sendung, von dem Umzug, dann gerne nochmal darauf hinweisen. Da sieht man jetzt unsere Grösse. Ich wirke so klein neben dir. Man muss sich halt ein bisschen strecken, gell? Ja, aber komm, wir müssen schauen, wie es weitergeht. Richtig. Ich habe nämlich wieder eine spannende Nummer gesehen hier unten. Bei den Schiffeler. Juizen bei den Schiefeler, oder Feiern bei den Schiefeler, genau gesagt, ist das Motto vom nächsten zentralschweizerischen Jodufest Zarne Ende Juni nächstes Jahr. Und offenbar gibt es auch da Süßes. Mit dabei in dieser Formation ist Michelle Schönbächler, eine Radiokollegin von mir. Sportkommentatorin, unter anderem kommentiert sie Reiten. Eine kleine Blasmusikformation, die Werbung macht für das 60. zentralschweizerische Jodufest unter dem Motto «Feiern bei den Schiefeler». Übrigens, Schiefeler, so sagt man im Kanton Ob- und Nidwalden, in den Obwaldner ein bisschen leicht despektierlich. Aber das Schiefeler, das kommt von dem gekorbeten Rucksack her, vom italienischen Wort «Civera». Und so hat es dann das Schiffeler gegeben. Genau. Die Schiefeler, da sehen wir gerade auf dem Logo. Und aus den Schiefeler sind die Schiefeler geworden. Und übrigens nicht Waldner, denen sagt man den Dreisäckler. Die haben keinen so einen grossen Korb dabei gehabt, sondern nur einen Riessack. Genau. Da haben wir die Regler vereint. So Waldner Trachtenchörli, die Jodoclub Sarne und die Jodoclub Echo vom Glaubenberg, von diesem grossen Fest. Wenn man da so einen Umzug läuft und gleichzeitig noch am Singen. Jodeln ist einerseits natürlich sehr schön, aber andererseits könnte ich mir vorstellen, du als aktiver Jodler kannst das beurteilen, semmst du da? Geht auch eine Kondition, oder? Es geht definitiv eine Kondition, weil es braucht ja Schnuff. Und wenn es dann manchmal im Umzug noch ein bisschen darauf geht, man muss singen und laufen, dann ist es doch ziemlich streng darum. Hut ab immer vor der Leistung, von denen, die wirklich selber laufen. Viele Clubs hocken ja irgendwo auf einen Wagen und singen dort. Das geht ein bisschen einfacher. Da gibt es Kaffee, typisch natürlich auch für das Obwaldner Ländli. Normalerweise im Kelly, da jetzt im Becher. Ich nehme an, es ist nicht nur Kaffee, sondern es hat auch noch ein bisschen Geist drin. Ein bisschen Geist. Länger es für uns auch noch für eins? Wir müssten mal eins holen. Wobei die Temperaturen sind so gut, dass ein Erfrischungsgetränk genauso tut wie ein warmer Kaffee. Eine riesengroße Nummer und ist auch noch die Alphornbläser aus dem Kanton Obwalden.
155 Fahnenschwinger haben sich im Einzelwettkampf gestellt. Dann hat es noch 41 Duett-Fahnenschwinger gegeben. Und dann auch noch 4 Nachwuchsfahnenschwinger, die hier an den Wettvorträgen in Davos mitgemacht haben. Wie gesagt, jetzt am Umzug ist es eine Stufe lockerer. Definitiv. Es ist lockerer am Umzug. Man kann es genießen, man weiss, was man erreicht hat schon. Man hat Noten. Wobei die Noten darf man nicht überbewerten, die Klassierung. Es geht um das Fest, um das Gemütlichsein, um das gemütlich Zusammensein. Heute tut man es einfach nur noch genießen am Festsonntag. Heute gibt es keine Wettvorträge mehr oder so etwas. Da genießt man einfach nur noch. Wenn man im Duett Fahnen schwingen tut, ist es dann auch wichtig, dass man da synchron ist, oder macht man da einfach irgendeine Figur und der andere macht etwas anderes? Da muss man synchron schwingen, die gleichen Schwünge, seitenverkehrt, synchron. Man muss auch schauen, wenn man Würfe hat, dass man etwa gleich hoch wirft, dass nicht der eine viel höher wirft als der andere. Und ganz speziell, da tut man einander die Fahnen auch noch zuwerfen. Das ist natürlich fast so ein bisschen Paradedisziplin, ja, die Zuwürfe. Das Alphorn wird ja der Wettvortrag unter freiem Himmel präsentiert. Die Fahnenschwinger mit dem Wind, da wäre ein bisschen empfindlich, die sind aber in der Halle. Die sind in der Halle und eben ganz speziell hier in Davos. Sie dürfen in die grosse Eishalle, so eine grosse Halle haben sie, glaube ich, noch nie gehabt, die Fahnenschwinger. Also ein grosses Stadion für die Wettvorträge der Fahnenschwinger. Und weiter geht es mit frischem Quellwasser. Da wird ein Naturpark präsentiert, Naturverbundenheit natürlich auch für die Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und Alphornbläser und Fahnenschwinger ein grosses Thema immer wieder. Es wird ja auch viel von der Natur gesungen in diesen Jodelliedern. Und da hinten kommt etwas. Im Moment sieht es noch ein bisschen wie ein Schiff aus, aber es geht in die richtige Tendenz Flugzeug, wenn es ein bisschen näher ist. Die Jodelgruppe Swissair Kloten, das einzige in der Schweiz, das noch Swissair heisst, praktisch. Die Jodelgruppe ist entstanden wirklich von Mitarbeitern von der Swissair. Und nach dem Grounding haben sie sich entschieden, wir bleiben dabei. Wir heissen weiterhin Swissair. Es gibt übrigens auch eine Blasmusik, die Swissair Musik geheissen hat. Die heisst inzwischen wie Fluggesellschaft. Die Jodelgruppe Swissair hat aber den Namen behalten. Und da hocken sie in einem Flüger ohne Flügel. Ohne Flügel, aber sehr komfortabel. Pass gegen ein Flugzeug sieht man sonst nicht alltag. Ein Nachbau oder ein Ausschnitt von einem Nachbau von einer DC-9 ist das, wo die Swissair Jodler mit auf Davos gebracht haben. Von Kloten kommt der Jodelclub. 15 Sänger sind sie und sie sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer also die Region Zürich würde interessieren, geht zu jodeln. Die Jodelgruppe Swissair ist offen. Und wir kommen wieder zu einem Klassiker, Davos, natürlich eine Wintersportdestination. Wobei, angefangen hat es ja nicht auf der Ski. Angefangen hat es mit dem Schlitten. Mit dem Schlitten. Zuerst waren sie mal am Schlitten, haben sich noch nicht in die Höhe getraut. Und dann irgendwann sind dann auch die Ski da hochgekommen auf Davos. Wir haben aber sagen lassen, dass die ersten 2, die da gewagt haben, da im Dunkeln geübt haben, vor Angst, dass man es sieht, wie es umgeht mit den neuen Ski. Wahrscheinlich hat die Bevölkerung gedacht, dass sie 2 Spinner oder auf 2 Holzlatten den Berg abfahren oder eben das noch nicht so gut können. Inzwischen natürlich muss sich niemand mehr verstecken, dass Davos, der will, Skifahren. Ja, und Davos war dann auch ein Pionierort. Zum Beispiel der erste Bügellift der Welt ist 1934 hier in Davos in Betrieb genommen worden. Und immer die typischen Farben von Davos, wo übrigens ja auch das OK in ihr OK-Gilet eingebaut hat. Das OK-Gilet hat auch blau und gelb drin. Und offenbar jemand, der schon ein bisschen müde geworden ist, hier hinten dran im Rettungsschlitten. Der Schellner Club
5 Dörfer, ebenfalls aus dem Kanton Graubünden. Sie treten hier unter dem Motto «Elblosi ist schön» auf. Mitglieder, ausschließlich Männer in diesem Schauner Club. Man darf Mitglied werden, sobald man selber so eine Schaue tragen möge. Wir haben vorher den Unspunnenstein gesehen, der Sepp, 83 Kilo, und auch die Schellen sind nicht ganz so leicht. Das Gesamtgewicht, das hier die Schellen noch mittragen müssen, ist nämlich zwischen 30 und 35 Kilogramm. Reicheln, sagen wir in der Innerschweiz. Auch ein grosses Brauchtum natürlich, gerade auch in der Samichlaus-Zeit zum Beispiel, wird sehr viel gereichelt. Bei mir im Entlebuch übrigens gibt es sogar eine Reichler-Gruppe, die eine CD aufgenommen hat. Kein Witz. Eine ganze CD? Sie haben noch eine Jodelgruppe dazu genommen und ein bisschen Ländlermusik, aber sie haben wirklich auch ein Stück getroffen, wo sie gereichelt haben. Ich stelle mir das ziemlich spannend vor, wie die Aufnahmen vor sich gegangen sind. Wobei du als Radiomoderator, ihr habt ja am Radio, da kann man auch die Kirchengeläute, die gespielt werden. Glocken der Heimat, immer am Samstagabend, wenn wir den Sonntag einläuten. Auf der SRF Musikwelle und auf SRF 1 im Radio. Immer ein anderes Glockengeläut aus der Schweiz, jeden Samstagabend. Und es gibt sogar unter srfmusikwelle.ch ein Glockendossier, wo man die Glockengeläute von der Schweiz anschauen und auch anhören. Und der Nachwuchs vom Fahnenschwingen, da ist die Thurgauer Fahnenschwingervereinigung, und sie werden unterstützt. Auf dem Anhänger oben haben wir auch noch ein paar Büchelbläser. 30 Mitglieder und speziell denke ich noch, ein Drittel davon ist jünger als 35. Ich glaube, über das ganze Fest gesehen, bringen wir auch mit gutem Willen den Schnitt nicht ganz her. Und da sehen wir jetzt gerade Erna Fischbacher sein, die erste Frau, die an einem eidgenössischen Jodelfest mitgemacht hat. Links hinten haben wir sie gerade gesehen im Bild. Die erste Frau, Erna Fischbacher, und auch dieses Jahr war sie wieder mit dabei gewesen, als einzige Frau vor der Jury. Und nach den Büchelbläsern kommen dann die gestandenen Fahnenschwinger. Das Büchelchörli Sterne 5. Sterne 5. Haben wir gehört übrigens. Und hören sie gerade noch einmal. Und auch speziell, die haben nicht einfach irgendeinen Büchel, sondern die haben die Instrumente gerade auch noch selber gebaut. Sie machen die Fahnenschwinger jetzt eine wunderbare Synchronübung. Das sollen so speziell üben für so Umzüge, dass man eben nicht einfach jeder selber etwas schwingt, sondern dass er wirklich synchron miteinander geschwungen wird. Das sieht ganz prächtig aus. Man sieht auch, die Fahnenschwinger sind nicht alle in der gleichen Tracht. Die etwa 30 Mitglieder kommen nämlich aus den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Schaffhausen und Graubünden. Und sie treten dann auch entsprechend in der Tracht von ihren Herkunftskantonen auf.
Nicht nur bei mir beliebt, das Fahnenschwingen, sondern auch beim Publikum. Man hört zum Applaus an. Der Umzug findet übrigens auf der Festmeile in Davos statt. Da war in den letzten Tagen praktisch kein Durchkommen gewesen. So viele Leute auf der Straße. Gerade nebenan aus Jodlerdörfli, wo die Leute wirklich die geniale Atmosphäre genossen haben. Ein Fest Tag und Nacht in einem wunderbar hergerichteten Gelände. Das Jodlfest ist eben eigentlich durchgehend. Man könnte keine Nachtruhe an einem Jodlfest. Da wird rund um die Uhr gefestet und gefeiert. Wie war es denn bei dir? Du hast ja jetzt als Radiomoderator geschafft, du hast Wettvorträge gehabt. Das Fest auch noch ein bisschen zur Geltung gekommen. Ich konnte es auch ein bisschen geniessen, aber ich bin doch rechtzeitig. Für einen ist rechtzeitig schlafen. Es hat schon andere Feste gegeben. Dafür ist der Semi-Studer jetzt umso besser beieinander beim Umzug. Mein Experte und Mitmoderator. Jetzt gehen wir in die Stadt. Die Stadtjodler Uster sehen wir hier. Mit einem Nachbau vom Schloss Uster. Und sie tragen Zürcher Sonntags- oder Werchtagstracht. «Komm zu uns vom Rudi Bieri», haben sie hier gesungen. Und das Schloss Uster, das sie nachgebaut haben, das ist schon ganz vielseitig genutzt worden. Zum Beispiel als Bezirksverwaltung, Sitzungsraum, Wirtschaft, aber auch als Gefängnis. Und die dann aber gefangen waren dort, sind dann manchmal gleich noch in die Wirtschaft geholt worden, wenn sie noch einen gebraucht haben, der hilft beim Jassen. Spanische Brötlibahn kommt als nächstes. Und da haben wir die Stadtjodler Uster. Also sie haben etwas nachgebaut, nämlich eben die Spanische Brötlibahn, die zwischen Baden und Zürich verkehrt ist früher. Jetzt haben wir ja die Stadtjodler Uster vorher und jetzt eben mit der Spanische Brötlibahn die Stadtjodler Dietike, beides Jodlerclub aus urbanem Gebiet. Wie ist denn das so? Das Jodeln, ist jetzt da eher in der Stadt verankert oder immer mehr in der Stadt? Oder wie sieht das aus, Semi-Studer? Ja, interessant ist, dass die ersten Jodelclub in der Stadt entstanden sind. Der älteste Jodelclub der Schweiz ist das Jodelsextett vom TV Alte Sektion Zürich. In den 1850er Jahren entstanden. Und inzwischen muss man sagen, haben die städtischen Jodelclub, wir haben es ja vorher bei der Jodelgruppe Suisse ein bisschen angesprochen, haben ein bisschen Nachwuchssorgen im Gegensatz zu den Jodelclub auf dem Land, die nicht Nachwuchssorgen haben. Das Jodeln erlebt einen Boom, aber viele von denen, die lernen jodeln, gehen halt nicht in einen Jodelclub, sondern wollen das mal für sich lernen. Und darum haben gerade städtische Jodelclubs schon teilweise ein bisschen Nachwuchssorgen. Bei den Davoser Bauern ist aber der Nachwuchs, wenn wir die Bilder anschauen, kein Problem. 71 direkt zahlungsberechtigte Betriebe gibt es da noch. Und die haben es ja auch nicht immer ganz einfach auf dieser Höhe oben, immerhin zwischen 1400 und 1800 Meter, wo die Betriebe hier oben in Davos arbeiten. Die Davoser Bauern haben natürlich auch durch den Tourismus bedingt hervorragende Nebenerwerbsmöglichkeiten. Übrigens, Davoser, ich habe das jetzt auch nicht gewusst. Ich habe immer gemeint, dass sie genau Prättigauer, sie haben das aber nicht so gern. Sie finden, das Prättigau, das höre auf nach Klosters auf dem Wolfgangpass und sie zählen sich eigentlich sozusagen nicht zum Prättigau, sie sind aber doch immerhin ähnlich. Ein bisschen vom gleichen Schlag denn doch. Natürlich hat auch die Davoser Bevölkerung viel beitragen zu dem Fest. Es hat auch ganz einen Haufen Helfer, die das Fest ermöglicht haben. Und auch der ganze Verkehr, natürlich eine riesige Logistik, die da dahinter steht, damit da mit so vielen Festbesuchern, rund 100'000 Personen, die an diesen 4 Tagen erwartet worden sind, so reibungslos können funktionieren. Es ist wirklich sehr viel Herz dahinter bei den Organisatoren vom eidgenössischen Jodelfest in Davos. Man ist herzlich empfangen worden. Ich habe es auch erlebt, zum Beispiel bei den Wettvorträgen, wie fest Mühe sich die Ansager von diesen Wettvorträgen gegeben haben. Sie haben nicht einfach gesagt, was für ein Lied das man singt und was für eine Formation das da auftritt, sondern sie haben immer auch noch etwas Spezielles probiert zu sagen, irgendeine Besonderheit und so. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Und die Jodlerinnen und Jodler, Alpenbläserinnen, Alpenbläser und Fahnenschwinger und Fahnenschwingerinnen, wir haben uns super wohl gefühlt hier in Davos. Geholzt wird natürlich auch von den Bauern.
Und natürlich die Produkte, Bauern, die Milch, da wird dann auch verarbeitet. Milchprodukt gehört natürlich auch dazu, Hand in Hand mit den Bauern. Übrigens gibt es auch so verschiedene Berufsjodelchöre. Es gibt zum Beispiel das Käserchörli, oder es gibt das Metzgerchörli, oder es gibt das Wirtenchörli. Es gibt sogar das Chörli von der Kantonspolizei Bern. Das ist immer noch aktiv? Das ist immer noch aktiv, ja. Sind Sie auch am Fest dabei gewesen? Kann ich so auswendig nicht sagen, müsste ich nachschauen. Aber es ist sehr ein aktiver, guter Jodelclub. Sie sind aber nicht mehr alles Polizisten, die dort mit dabei sind. Also man kann nicht denken, wenn die Probe haben, kann ich im Kanton Bern auf der Straße schnell fahren. Das würde nicht funktionieren. Und definitiv in Davos am eidgenössischen Jodelfest dabei gewesen, ist der Jodelclub Seebuben aus Altnau im Kanton Thurgau. Sie kommen auf dem Schiff zu fahren, nicht auf dem Wasser, sondern auf der Straße. 1942 ist der Jodelclub gegründet worden. Sicher nicht alltäglich, dass dort in Davos oben ein Schiff und auch vorher, wie wir gesehen haben, ein Teil von einem Flugzeug auf der Straße unterwegs ist. Dabei ein bisschen Jutz. Und für einmal ist die Beute nicht aus dem Wasser, sondern die Beute wird an der Angelrute Publikum verteilt. Sie sehen, wir sind gerade bei der Nummer 60 angelangt von dem Umzug. Und der Sammy Studer hat es richtig anfangen. Sammy, sag's doch. Wir bleiben im Kanton Thurgau, so einfach kann ich etwas sagen. Die Jodler am Bischofsberg von Bischofszell sind wir da unter dem Motto «Äpfel aus dem Thurgau», Thurgau, Mostindien. Genau, dann ist natürlich auch klar, dass ins Bündnerland der Thurgauer Äpfel gebracht werden. 17 aktive Mitglieder hat der Jodelclub, der 1945 gegründet worden ist. Und sie erfreuen das Publikum an der Umzugsstrecke mit Thurgauer Äpfeln. Das Jodellied am Jodlertisch von Fred Kaufmann. Das ist so ein richtiger Jodlerhit, den praktisch alle können. Und das ist so schön. Es gibt so Lieder, die wirklich alle können, die man spontan zusammen singen kann. So Blasmusikanten haben mir zum Beispiel auch schon gesagt, das beneide ich bei euch Jodler, ihr könnt einfach spontan zusammen singen, zusammenstehen. Und bei der Blasmusik ist es schon viel schwieriger, man muss immer das Instrument dabei haben. Du kannst es ja auch, musst auf deinem Zackbrett auch immer mit dabei haben. Wir können einfach singen, wo wir sind. Und da miteinander singen, das ist an dem Jodlerfest hier in Davos auch wirklich zelebriert worden. Man konnte ein paar Meter gehen und schon sind sie irgendwo in einer Gartenwirtschaft wieder gesessen und haben miteinander auch aus unterschiedlichen Chören zusammengesetzt, eins gesungen. Wunderschöne Stimmung hier am 29. eidgenössischen Jodlerfest in Davos. Sie schauen hier live auf SRF 1 die letzten Sujets von dem Umzug. Wir sind aktuell beim Jodelchörli Lebensfreude aus Ratzerfeld im Kanton Zürich. Jodeln im Stroh ist ihr Motto. Oder im Stroh, wie ich würde sagen, in meinem Dialekt. Das Jodelchörli Lebensfreude, das gibt es erst seit 5 Jahren. Also durchaus auch Jodelchöre, die neu gegründet werden. Und da klebt es ein bisschen. Geiselklöpfer aus der Innerschweiz. Der Eichlerverein Schindelegi aus dem Kanton Schweiz sehen wir da. Natürlich auch ein Brauch, der in den Wintermonaten gepflegt wird. Die Samichlauszeit, am Dreikönigstag sind speziell und auch am Güdu-Dienstag oder am Fasnachtsdienstag. Güdu-Dienstag, sagen dir? Güdu-Dienstag sagt man in der Schweiz, ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Mitglieder vom Jodelclub aus Calgary, wo wir da ihren Cowboy-Club gesehen haben, den Geiselklöpfer auch noch gut im Griff hätten. Könnte eventuell sein. Also das Geiselklöpfer könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht auch ein bisschen davon her, dass man früher das Vieh getrieben hat. Natürlich nicht das Vieh geschlagen hat, sondern mit diesen Geräuschen das Vieh können auf die Alpen treiben. Aber der genaue historische Hintergrund
wäre mir jetzt nicht bekannt. Ist noch recht schwierig übrigens, die Geissel zu klopfen. Da kann man also nicht einfach ein bisschen umschwingen und es klopft, sondern man muss im richtigen Moment den Zwick geben auf den Geissel, dass eben vorne die Geissel auch wirklich klopft. Wahrscheinlich kommt von da ja dann auch die Aussage, du hast jetzt aber den letzten Zwick an der Geissel. Den haben wir noch nicht. Der Umzug ist noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz, aber wir sehen ihn schon hinten um die Kurve kommen. Der Oldtimer-Bus vom Kurvenverkehrsverein Davos. Vorher lassen wir aber dann noch ein bisschen den Treichler aus Schindelegi zu. Auch da noch einmal Treichler also. Gehört eigentlich zusammen, das Geiselklopfen und das Treicheln. Übrigens gibt es auch so Wettkämpfe beim Geiselklopfen. Und der Reichlerverein Schindelegi zum Kanton Schweiz hat schon mehrere Spitzenplätze und Grenzen errungen bei solchen Wettkämpfen. Die Wettkämpfe werden dann aber nicht da im Rahmen des eidgenössischen Jodlerfest ausgetragen. Da steht es fest im Zeichen von Jodel, Alphorn und Büchel. Und dann, wenn wir in dem Umzug auch mit Bahnnnummern gesehen haben, natürlich das Fahnenschwingen. Farbiges Brauchtum am Zauberberg. Das ist ja auch in Anlehnung an Zauberberg und Thomas Mann, den er beschrieben hat, das Motto von dem eidgenössischen Jodelfest. Und das farbige Brauchtum haben wir natürlich auch gesehen in diesem Festumzug, in diesem Farbenfrohen. So, das wäre der letzte musikalische Beitrag gewesen. Jetzt kommt noch der Sammelbus hinten drin. Ein alter, saurer Linienbus vom ehemaligen Kurverein Davos. Früher normal für den Busverkehr eingesetzt worden und heute fährt er noch 2-mal pro Woche für touristische Oldtimer-Fahrten durch Davos. Ja, und er hat dort mal immerhin 82 km/h hergebracht. Also da hat man dann auch da Davos ein bisschen Gas geben. Übrigens, der Bus ist genau gleich alt wie eine andere bekannte Persönlichkeit, die sich jemand in dieser Region zeigt, nämlich wie der Prince Charles, Prince of Wales. Er macht eine Ferie in dieser Region jeweils. 1948 ist der Bus gebaut worden. Ja, und mit dieser Nummer sind wir am Ende von dem Festumzug vom 29. Eidgenössischen Jodlerfest in Davos. Wir zeigen Ihnen jetzt nochmal ein Lied von der Jodlergruppe Titlis. Wir haben das Lied vor dem Umzug aufgenommen und wir sehen uns dann nach dem Lied nochmal bis später und viel Vergnügen mit den Jodelklängen. Wenn's Glück im Leben dir so geht, nicht nur wie dir will bleiben. Wenn's hier und da auch dich verlässt, dich gut in deine Gräben. Dich stellt der Komme wieder frisch, es gibt nicht nur Streu wie Zeiten. Wenn's auch einmal nicht rosig ist, bis Friede und bleib fröhlich.
finden. Im Leben ist auch euch nur zu Gast und schnell wird Güte entschwinden. Sie ist gar nicht weit von dir, der Krieg sind Jahre, vielleicht nur Stunden. Die letzte Heimat, eng und klein, hat man schnell schon gefunden. Die Jodlergruppe Titlis. Sammy Studer, was für einen Titel haben wir noch gehört von ihnen? «Bis zufrieden» vom Willy Valotti komponiert, Toggenburger Komponist, der auch bekannt ist als Akkordeonist. Und natürlich auch im Einsatz war an diesem Fest. Das war es, der Festumzug. 63 Sujets haben Sie in den letzten 2 Stunden gesehen. Sammy Studer, der Umzug, den wir jetzt miteinander kommentieren dürfen. Wie hat dir gefallen? Es hat mir hervorragend gefallen. Eigentlich das ganze eidgenössische Jodlfest in Davos Klosters. Es war wirklich wunderschön. Das farbige Brauchtum, das sie präsentieren wollten, die Organisatoren haben es präsentiert. Das Volksmusik, Brauchtum mit der ganzen Vielfalt und auch die Region, der Kanton Graubünden, hat sich von der besten Seite gezeigt. Sammy Studer, danke vielmals, dass du mit mir den Umzug kommentiert hast. Vielen Dank für dein Expertenwissen. Wenn Sie den Umzug nochmal in aller Ruhe anschauen wollen, dann können Sie das. Wir haben nämlich eine DVD. Eine DVD, der ganze Umzug ist drauf und auch die Sondersendung «Bots Musik» zu dem eidgenössischen Jodlerfest. Sie können die DVD bestellen, entweder im Internet srf.ch/shop oder auch unter den eingeblendeten Telefonnummern. Wir machen jetzt hier weiter. Wir zeigen Ihnen noch ein paar Highlights vom Fest und dann auch noch ein paar der beliebtesten Jodellieder aus der Sendung «Bots Musik» in den letzten 2 Jahren. Und ich habe schon angesprochen, die Highlights von dem Jodlerfest. Ein paar haben wir natürlich heute im Umzug gesehen, aber noch viel mehr, auch von den Wettvorträgen vom Fest und auch von guter Musik, die wir gestern Abend aufgenommen haben, sehen Sie am Samstag in einer Woche. Um 5:45, also so eine halbe Stunde früher, eine Sondersendung, eine ganze Stunde lang Bots Musik, nochmal vom eidgenössischen Jodlerfest in Davos. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz einen schönen Sonntagabend und bis bald. Ade miteinander.